Servus, grüß euch, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute kein Kochvideo oder sonst irgendwas, es geht einmal um kleine Gedichte. Die Weihnachtszeit ist ja schon bald wieder da und da gibt es immer wieder schöne Geschichten. Und diese, was ich hier gefunden habe, die gefällt mir besonders gut, weil die habe ich nämlich durch Zufall entdeckt und das werde ich jetzt dann vorlesen. So ein bisschen leichter schwarzer Humor, finde ich. Und das Interessante dabei ist, man kann ja Weihnachten Gäste einladen, Bekannte oder von der buckligen Verwandtschaft. Und man kann es aber so machen wie in diesem Gedicht. Da wird man die schnell wieder los und die guten, leckeren Schmankerl, die bleiben dann für einen selber. Wie man es so macht, wie jetzt in dieser schönen Geschichte. Das Adventsmenü-Gedicht gefällt mir sehr, sehr gut. Haben sich bei Mutti eingeladen, waren nicht mehr hier seit Jahren. Fassten also den Entschluss, dass die Familie essen muss. Und zwar gemeinsam unterm Baum. Mutti sagt zu, man glaubt es kaum. Dann begann Mutti mit der Liste, fragte jeden ab, was ist de? Tochter Emma war allergisch gegen Äpfel, Nüsse, Rettich. Sohn Alex hasste jedes Fleisch, außer es war total weich. Opa Anuf wollte Gemüse, auch bei Knoblauch platzt die Düse. Oma Hertha hasste Zwiebeln, davon musste sie stets kübeln. Gatte Arno, der fraß alles, sehr genügsam bis auf Schales. Dies verschmäht er mit Verachtung. Kriegt das Kotzen bei Betrachtung. Mutti schaut auf ihre Liste, greift in die Rezeptekiste, doch vom Salat bis zum Plunder, ein Menü war fast ein Wunder. Sie erfährt von weiteren Gästen und auch diese will sie mästen, aber ihr Gesicht entgleist alles Veganer und das heißt, dass nichts kommt von keinem Tiere. Weder Ei noch Butter noch Niere, auf den Teller dieser Menschen, die den Viechern Leben schenken. Dann die Unverträglichkeiten, die ihr Kopfschmerzen bereiten, Eiweiß, Gluten, Histamin, Glutamat, wo führt das hin? Hefe, Zucker, Weizen, Mehl, Mutti wird schlecht, sie guckt schon scheel. Dann noch die Veganer am Tisch, die essen ja noch nicht mal Fisch oder Putte oder Huhn. Was soll da die Mutti bloß tun? Sie grübelt, rätselt, kratzt sich am Kopf, stapelt auf Topf um Topf. Füllt, rührt, schäumt und kocht, denkt an die Familie und hofft, dass ein jeder hier wird satt und am Ende mag kein Blatt. Meh, meh. Dann wird's Abend und besinnlich, der Tisch gedeckt und zwar festlich. Mutti kommt und trägt auf, füllt die Tafel im Wettlauf, Schüssel um Schüssel, Pott um Pott. Teilt sie aus, ganz flink und flott, es ist für jeden was dabei. Nur satt macht's nicht, ei, ei, ei. Es gibt heißes, warmes, kaltes Wasser. Für Veganer und Allesfresser. Die Schmarotzer schauen betroffen, leider gänzlich unbesoffen, auf die Teller heißen nass. Mutti lächelt und hat Spaß. Seht, wir entsagen dem Konsum, das hat doch mit Weihnachten zu tun. Bescheidenheit, wir gedenken den Armen, derer wir uns zu selten erbarmen. Mutti will noch etwas sagen, doch der Familie platzt der Kragen. Schon verlassen sie das Haus, suchen sich einen anderen Schmaus. Und die Moral von der Geschichte, allen recht machst du es nicht, kannst das Beste daraus machen und über Undankbarkeit lachen. Oder lad die Säcke nicht mehr ein. Die Mutti, ja, die war schlau, kaum war die Sippe aus dem Bau, packt sie die leckeren Sachen aus, die den anderen ein Graus, isst mit Genuss und ganz viel Wein, so darf Weihnachten immer sein.
Ja, eine schöne Geschichte, gefällt mir. So kann man es auch machen. So werden wir die anderen wieder Parasiten wieder los. Und die leckeren Sachen bleiben dann für einen selber. Also das ist eine gute Idee. Könnte man anwenden, muss man aber nicht. Aber ich fand die Geschichte, das kleine Gedicht witzig, lustig, so ein bisschen mit Sarkasmus. Hat mir sehr gut gefallen. Und es ist jetzt zum ersten Advent ein erstes Gedicht. Und zum zweiten Advent gibt es dann ein nächstes. Der Tannenbaum des Todes, des Verderbens und der Finsternis. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Auf Likes würde mich freuen und auf Kommentare. Und wenn es nicht gefallen hat, ja mei, auch nicht schlimm. Dann dreht den Computer einfach ab und schaut euch was anderes an. Also habe ich gerne mit diesem Sinne. Macht es gut. Helmut Janker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Ciao. Servus.